Oh mein Gott, ich bin Milo Romani, beziehungsweise das die Mütze von Milo Romani. Und wir gucken jetzt ein YouTube-Video an von Inosokope21 auf seinem Lifestyle-Channel. Arbeit heutzutage, Abfahrt. Wie geht's euch, Mann? Wir gehen jetzt ins Office, Dicker. GTRS3. Wieso hat InScope noch einen zweiten Porsche? Hat nicht InScope auch einen Taycan? Hab mich endlich bei meinen Homies gemeldet, hab jetzt wieder ein bisschen mit denen geschrieben, was sehr geil ist. Mir geht's viel besser. Ehrlich, die letzten Sitzungen beim Therapeuten waren sehr, sehr geil. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Ich habe natürlich keine Videos gedreht, ich Bastard. Ich habe aber dafür gestern mal wieder gestreamt, was sehr geil war, was sehr gut getan hat. Endlich mal wieder mit den Leuten zu quatschen. Ich bin unfassbar Weil er rich ist. Ja, obviously bist du rich, wenn du dir das leisten kannst. motiviert. Aber ich, Milo Romani, habe einen Tesla Model 3. By the way, Milo Romani, weil ich seine Mütze habe und er im Chat ist und schreibt die ganze Zeit, Bruder, gib mir meine Mütze zurück. Milo, schreib mal was rein. Pff. Ja, okay, gut. Halt einmal. Ola Kala aufs nächste Level zu pushen. Ola Kala macht gerade wirklich brutal Spaß. Das Team ist Ola Kala macht gerade brutal Spaß und extrem viel Cash. so cool, Mann. Ja, aber ich muss wirklich sagen, mal Real Talk jetzt ganz kurz. Grüße gehen raus an InScope, an Nigo, dass sie mal Kleider zuschicken. Dieses Piece ist auch von Ola Kala und ich muss sagen, von allen Brands momentan würde ich sagen 6PM und Ola Kala ist das, was meinem Style momentan am meisten fittet und ich sehr, sehr geil finde. Und die Pieces sind, die Qualität ist geil, sieht geil aus, kann man nice drippen, Digga. Küsse. Vibe ist geil und vor allem die Potenziale, was wir dieses Jahr alles machen können, ist einfach krass. Ich möchte mich einfach bei jedem von euch bedanken, der mir unter die letzten Videos geschrieben hat, bla bla, Kopf hoch So ein Unternehmer, Digga. und so Stuff. Einfach Karl S geworden. Wirklich sehr, sehr geil von euch, Leute. Ich küsse eure Herzen. In diesem Sinne, ab ins Office. Ladies and gentlemen, welcome to the show here. Das ist der Hemd, das Summerhemd. Ronison, damit will ich dich auf Mykonos sehen. Eine Clips für mich? Mhm. Kannst du ihm ganz kurz bitte den Witz erzählen? Ron, wie nennt ein DJ seinen Sohn? Ich weiß es nicht. Eric. Eric. Ach so, oh mein Gott. Ja. So, wir haben hier einmal die Monogramm-Badehose in Blau. Ja, aber ich habe InScope sitzt einfach da und sagt, ja, sieht geil aus, verkaufen wir. halt nur die Angst, wir haben gefühlt dreimal dieselbe Farbe. Hey, Leute, also bitte, vor einem Monat habe ich euch das hier hingelegt. Da war Stefan auch dabei. Da habe ich euch gesagt, okay, sucht euch Farben raus. Und da habt ihr euch die Farben rausgesucht. Deswegen verstehe ich nicht, warum das jetzt ein Problem ist. Oha. Auch generell nicht was. Also wirklich, ich finde es gut, dass du alles aufnimmst, weil irgendwie, keine Ahnung, vergessen alle das. Okay, Annette, reg dich bitte nicht auf. Sorry. Wir kriegen es alles. Digga, wer ist der Rentner? Haha, welcher Rentner, Digga? Wo? Ist alles in Ordnung? Wir beruhigen uns jetzt kurz. Was ist mit Rot? Baywatch. Ein schönes Blau-Grau, ein schönes, wunderschönes Blau auf Gitarre. Er ist der Designer, ne? Er ist so ist er der Head of Designer bei Ola Kala? Haut sieht das wunderschön Links am Tisch der Rentner, warte. Du hast recht. Ein Grauton für alle grauen Mäuse da draußen wie mich und für alle schwarzen Mäuse da draußen. Schwarz. Wir haben grau und Gibt's ein Bild von schwarz? Ach so, er, Digga. Ich glaube, das ist so der Finanzdude, der guckt so, dass nicht zu viel Geld ausgegeben wird. Kein Plan, wer er ist. Kein Plan, wer er ist, aber ich gehe mal davon aus, dass irgend so ein, ich glaube 6PM hat auch junge Dudes und dann hat 6PM so ein Dude, der so 50 ist, der will einfach das Cash, Digga. Und der sagt dann so, ja, nee, wir müssen ein bisschen auf die Finanzen gucken und das ist er. Aber ich habe keinen Plan, wer er ist, aber ich würde sagen, das ist er. Läuft nicht immer alles einstimmig und einvernehmlich. Wir diskutieren es jetzt kurz aus und ich denke mal, dann werden wir demnächst in die Massenschlägerei eintauchen und dann werden die Farben kurzerhand festgelegt. Ich persönlich bin natürlich immer ein Fan von einem extrem cleanen, ne? die Jacke. Die Teddy Jackets. Eisbär-Look. Eisbär-Look, ja. Echtes Eisbärenfell benutzen wir jetzt für die nächste Kollektion, das ist uns ganz wichtig. Vincent hat auch gesagt, ihm wäre eine Jacke aus Krokodilleder wichtig. Ja. Und es hält warm. Herzlich willkommen zur Kollektionspräsentation über die übernächste Kollektion. Flüsterst du? Damit die Leute weiterarbeiten können. Danke dir. Oben wieder, wie gesagt, wenn wir es schaffen, mit dem Paracord seine Connection herzustellen. Gut, ja, könnte man auch auf der Seite probieren. Hat die auch eine Optik so, ja? Was ist eigentlich aus deiner Brand geworden? Wir machen weiter mit dem Video. Was machst du, Digga? Auf der Autobahn? Nein, Spaß, ich muss hoch, ich habe einen Call jetzt. Mit Leuten, der hat Call mit Leuten, die auf Autobahn sind. Einfügen und dann das Tag hier. Das ist Besondere, weil das auch mit dieser Dreifaltigkeit naht, die meine Idee war. Ja, sorry, Digga, Tim. Sorry. Ja, aber da sind echt ein paar starke Teile drin in der Kollektion. 300 €, weil der Stoff italienisch Hier ist. ist Stoff mit so einem Muster eingewebt, der so ein bisschen schimmert. Hast du die Reflexion im Licht gesehen? Sehr großer Fan davon.
Genau, hier kommen natürlich noch Knöpfe hin, ist ja ganz klar. Überlegen wir, ob wir vielleicht hier noch was drüber machen. Ist aber noch nicht ganz sicher. Off-White Farbton. Heiße Farbe. Ich rede gerade. Die hat schon Eric-mäßig. Gib mir diese Granddad-Vibes. Wird endlich Zeit für einen Enkel, Digga. Ich bin ehrlich. Könntest du dir so vorstellen, wie ich so an der Bushalte stehe? An der Bushalte, ja. Ey, Digga, hör mal auf mich zu filmen. Was soll das, Alter? Schon bin ich Kino oder was? Aus dem Nichts die Schlägerei angefangen haben. Du läufst so deinen Schulweg, na, die kommen so. Was willst du, Alter? Oder du guckst so auf den Boden und die gucken dich an und sagen, was guckst du? Dieses Büro sieht aber voll geil aus. Das sieht wirklich aus wie so ein Büro, wo Kleider gemacht werden, glaube ich. Bronson, damit sehe ich dich durch die Stadt laufen. Das war echt fast nur Footage aus dem Office. Aber ich sag euch auch ganz ehrlich, seitdem ich mit einer Freundin zusammengezogen bin, Digga, erlebt mein Leben nichts außer das Office, das Fitnessstudio und das Schlafzimmer. Und ich sag's euch ganz ehrlich, da habe ich gerade noch wirklich die spannendsten Momente zusammengeschnitten. Naja, bis auf den Schlafzimmerpart, da war ich jetzt noch nicht bereit dafür. Wenn ihr Bock habt, vielleicht auf ein bisschen Gym-Content, kann ich gucken, dass wir das noch ein bisschen in die Wege leiten. Ich nehme euch auch gerne noch ein bisschen mehr mit, zeige euch ein bisschen mehr die Leute, so was wir machen. Beim 29. bis zum 31. haben wir einen Big Baba Sale bei Ola Kala. Es wird nämlich ein paar geile Sachen aus der Vergangenheit noch geben, aber nur sehr vereinzelt. Es wird auch noch mal ein paar Fließjacken geben. Guckt auf jeden Fall auf der Website vorbei. Es gibt geile Produkte abzustauben mit guten Rabatten. Tragt euch unten, erster Link in der Beschreibung, tragt euch gerne ein. 29. geht Early Access los, danach scheppert's in den Sale normal rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da unter dem Video. Bitte deabonniert meinen Kanal nicht. Und Geiles Video, Digga. Geil, dass es InScope wieder besser geht. Küsse gehen raus. Tschüss.